Und dir geht es auch wirklich wieder gut? Frag nicht dauernd. Ich bleibe nicht im Wagen. Seit Tagen war ich da drin. Und die bleichen Männer verfolgen uns auch längst nicht mehr. Also schön. Aber über deine Zauberei unterhalten wir uns noch. Schau, ein Mensch. Was tue ich hier nur? Okay, Freunde, jetzt sind wir auf der Flucht. Da kommen wir wieder in den Wong rein. Die Sturmglocke, warte mal. Gibt da noch was? Nie wieder wird die Puppenspielerin diese Geschichte erzählen. Und ich bin schuld. Vielleicht bringe ich wirklich Unglück. So, die Zügel nehmen wir mit. Trommelschlägel. Gehen wir aber auch her. Das waren die Zündflaschen. Deckel. Ich nehme einfach alles mit. Der Schellenstab. Ja gut, ich glaube, wir haben sie. Nuris Windkönigin hat wieder mal den Koboldkönig und seinen verschlagenen Bruder besiegt. So, da hätten wir eine Mechanik. In die Glocke sind Bilder eingraviert. Ein einzelner Zwerg im Kampf mit einer Meute Orks. Hier im Gebirge schreckt so eine Glocke doch meilenweit alle Vögel auf. Da darf's noch hinten gehen. Fensterladen. Der Ritter Zornbold. Moment, zu dem kommen wir gleich. Niemand da. Gram ist da. Er hat sich bloß verkrochen. Aussichtslos, mein Junge. Zwergenarbeit. Ein Einbeerenstrauch. Einbeeren. Ihr bitterer blauer Saft ist wider Erwarten sehr heilkräftig. Wie soll ich da rankommen? Da können wir noch, ich schaut aus mit dem Zauber. Keine einzige Beere fällt herab. Wie immer. Jetzt werde ich erst einmal. Ja gut, plauder mit ihm. Rondra zum Gruße, Herr Ritter. Könnt ihr uns sagen, wo wir hier sind? Das ist das Taschgebirge. Tasch. Dann sind die Blutzinnen nicht mehr fern? Für einen fahrenden Ritter nur ein kurzer Abstecher. Für einen Bauernjungen und ein Frauenzimmer ist es noch weit. Ich bin kein Bauer. Mädchen, lass dich in dieser Gegend besser von einem richtigen Mann beschützen. Was denn für ein Mann? Ich bin Bogomil Zornbold, Ritter von Andergast. Zu euren Diensten, schöne Dame. Ich bin Nuri. Das ist mein Freund Geron. Nuri also. Ein ungewöhnlicher Name. Ja, pass auf, der Ritter. Wo tun die im Gebirge? Was verschlägt denn ein Andergaster Ritter ins Taschgebirge? Im Auftrag des Königs habe ich die Orkstämme in den Blutzinnen im Auge behalten. Ihr seid durch die Blutzinnen gereist? Sicher, doch nun muss ich zurück nach Andergast. Unter den Zolochai ist Unruhe ausgebrochen. Ich muss König Effadan umgehend davon berichten. Wir brauchen Ausrüstung. Ein Seil, Decken, Proviant, alles was nützlich ist. Gewöhnlich bekommt man hier sowas bei Gram. Aber der Dickschädel versteckt sich in seinem Haus und macht nicht Mu, nicht Mäh. Diesem Halsabschneider würde ich ohnehin nicht trauen. Hast du gehört, Gram? Du Halsabschneider! Seid ihr in den Blutzinnen einem Gelehrten begegnet? An einem roten See? Roter See? Nein, aber wenn er von Süden kam, muss er hier vorbeigekommen sein. Warum versteckt sich dieser Gram denn? Der Ochse will nicht zugeben, dass ich im Recht bin. Im Recht? Im Recht. Er weigert sich, seine Schulden bei mir zu begleichen. Was für Schulden? Er hat mein Pferd auf dem Gewissen, hat ihm verdorbenes Futter gegeben, da ist es elendig verreckt. Ich bin in Eile und allein auf Schusters Rappen komme ich nicht voran. Wollt ihr uns das Gespann nicht abkaufen? Was nutzt mir ein Gauklerwagen?
Aber euren Gaul könnt ihr mir vermachen. Was verlangst du dafür? Ich weiß nicht genau. Überlege dir einen guten Preis. Dann sage ich dir meinen. Was ist das für eine Glocke im Turm? Das ist eine Sturmglocke. Beim großen Orkensturm, als der alte Wendolin noch König war, wurde sie geläutet, um die Holzfäller der Umgebung vor den einbrechenden Horden zu warnen. Glaub mir, Junge, die holte jeden aus dem Schlaf, als sie noch zu gebrauchen war. Rondra mit euch, Herr Ritter. Und mit dir. Okay, Mona, ich schätze mal. Wir müssen die Glocke läuten. Aber Sonderbare Vorrichtung. Mit einem schnöden Glockenseil gibt sich der Hofbesitzer eben nicht zufrieden. sie funktioniert nicht. Die Verbindung zwischen den Rädern fehlt. Das Rad drehen kann man auch nicht. Irgendjemand hat die Kurbelstange entfernt. Moment, wir improvisieren. Und dann nehmen wir da die Zügel her. Seht das? Und als Kurbel weiter Schlägel. Als Kurbelstange viel zu dünn. Scheiße. Passt genau. Feuer! Mordio! Die Orks stürmen! Was macht ihr alle noch hier? Verschwindet, bevor die Schwarzpelze hier sind. Da hast du dich aber foppen lassen, Herr Zwerg. Der Junge hat die Glocke geläutet. Da kommen keine Orks. Was? Was geht denn in deinem Spatzenhirn vor, Junge? Läutest Alarm ohne Grund und reißt einen ehrlichen Zwerg aus seinem warmen Sessel. Ich fasse es nicht. Wir wollten nur... Ihr hattet nicht geantwortet. Ach, lass gut sein. Aber gewöhn dir gleich mal das förmliche Geschwätz ab. Wer bist du überhaupt? Ich bin Geron aus Andergast. Aus Andergast? Wie der da? Na schön. Mein Name ist Gram, Sohn des Grandolin. Und das hier ist Grams offenes Haus. Offenes Haus. Pff. Was willst du, Geron aus Andergast? Da ist er, der Herr Zwerg. Wie schaut er mit der Ausrüstung aus? Wir brauchen Ausrüstung und Proviant für den Weg. Also ein gutes Seil, Decken, Wasser. Ausgezeichnet. Das macht dann ein Goldstück. Was? Das ist viel zu teuer. Bei Fex und Angrosch. Was hast du erwartet? Glaubst du, der Krempel wächst hier unter den Steinen? Zu teuer? Ich fass es nicht. Aber Frag nochmal, wenn du Geld bei dir hast. Ich schätze mal, wir müssen Gold auftreiben. was ist das eigentlich für ein Streit zwischen dir und dem Ritter? Ich weiß nicht, was du meinst. Der Ritter sagt, du hast sein Pferd vergiftet. Ja, und das hat er auch. Halt die Klappe, Zornbold! Pah! Also lügt der Ritter? Pass auf, Mensch. Ich glaube nicht, dass dich das was angeht, also... Ist der schon gut? Wir suchen einen Gelehrten, der sich in den Blutzinnen aufhalten soll. An einem roten See. So ein Verrückter? Da ist einer hier durchgekommen. Wollte alles Mögliche bei mir kaufen. Lauter exotisches Gerümpel. Weißt du, wo genau ich ihn finden kann? Ja, ich sag es, wenn dir eine Gegenleistung dafür einfällt. Eine Hand wäscht die andere, nicht wahr? Da siehst du es, Junge. Der Zwerg ist ein Knauser. Zieh endlich ab und hüte deine Schweine. Wo ist der Forscher nun? Hast du mir was Ordentliches anzubieten? Dann weiß ich auch nicht, wo der Kerl ist. So, wie schaut denn aus? Können wir denn ein Pferd anbieten? Ich verkaufe dir das Pferd und den Wagen. Nein, lass nur. Ich mache mir nichts aus diesem Viehzeug und dem, was sie mit sich rumschleppen. Ich lass dich wieder in Frieden. Scheiße. Ja, können wir denn? Da können wir noch Hünde. Da oben ist der Strauch. Eine Fiole. Eine dunkelblaue Tinktur. Sieht ungesund aus. Hey, lass die Pfoten von meinem Jenbacher Bart blau. Glaubst du, mein Bart pflegt sich allein von Luft und Dunkelheit? Lass dem Gecken bloß das Zeug, Junge. Das ist sein Ein und Alles. Sein Ein und Alles. Du, wie schaut denn aus? Etwas Magic?
Was? Nein. Bei Angrosch und allem Bartgetier, mein schönes Jenbacher Bartblau. Wer ist das gewesen? Vielleicht hat dich Angrosch selbst für deine Eitelkeit bestraft, Herr Zwerg. Was wird mein Bart nur dazu sagen? Ja, pass auf. Da kriegen wir Glasscherben. Riecht nach Wacholderbeeren. Riecht nach Wacholderbeeren. Zwar kein Bartfärbemittel, aber das Etikett ist ähnlich. Ich biete mal an. Dieses Bartmittel kann ich dir anbieten. Das ist ja durchsichtig. Ein schwarzer Bart braucht blauen Glanz. Und den verleiht ihm bereits mein Jenbacher Bartblau. Ein Elixier gegen Haarschwund. Der Zwirbelbart auf dem Bild hat wohl einen Schluck zu viel genommen. Ja, pass auf. Wahrscheinlich muss ich noch. Ich muss dazu geben. Du sag mal, Ritter Zornbold. Herr Ritter Zornbold, Was ist los, Junge? Ja, pass auf. Pferd gegen ein Goldstück. Das ist möglich. ich verkaufe euch das Pferd für ein Goldstück. Der alte Klepper ist doch höchstens ein halbes wert. Und damit wärst du noch gut bedient, Junge. Abgemacht? Nein, wir brauchen ein Goldstück. Also, mein Angebot steht. Zur Nuri-Ausrüstung. Dann müssen wir ohne Ausrüstung weiter, Nuri. Aber ich dachte, ohne können wir nicht weiter. Mit nichts am Leib in die Blutzinnen zu gehen, das wäre blanker Unfug. Aber wir haben kein Geld und ihr gebt uns nicht genug für das Pferd. Ha! Was deine Freunde zu Hause jetzt wohl machen? Wieso? Na, sie sind doch ganz allein und vermissen dich sicher. Ganz allein? Frau Grimbald, wir müssen zurück und sie holen. Nein, wir können jetzt nicht umkehren. Willst du den Kreaturen direkt in die Arme laufen? Wir müssen den Feenforscher finden. Er wird uns helfen und dann holen wir auch Frau Grimbald und den Rest. Frau Grimbald. Wenn wir nicht bald weiterkommen, holen uns die dunklen Kreaturen wieder ein. Ich fand sie nicht sehr dunkel. Sie waren nur traurig. Sie haben Isida getötet und beinahe wären wir dran gewesen. Ich dachte, sie sind ein bisschen wie ich. Nein, ganz sicher nicht. Wollt ihr denn Nuri nicht helfen, Ritter Zornbold? Ach, Was hat sie denn? Sie ist traurig, dass wir nicht weiter können. Was kann ich denn für dich tun, Nuri? Frau Grimbald. Wie kann ich helfen? Pass auf, wir brauchen ein Goldstück. Helft uns mit einem Goldstück aus, Herr Ritter. Ein halbes für das Pferd und ein halbes, damit Nuri wieder lacht. Da hast du mich aber, Junge. Für das Lächeln einer Schönheit ist mir kein Gold der Welt zu schade. Hier, nimm. Habt Dank, Herr Ritter. Dann können wir bald weiter? Ja, Und Frau Grimbald muss nicht mehr lange warten. Ja, so gefällst du mir, Mädchen. Willst du nicht doch bei mir bleiben? nichts da. Ja gut, das Goldstück haben wir. Aber, wie schaut denn hinten aus? Wann gehen wir weiter? Ich habe nicht die geringste Ahnung, wo dieser rote See liegt. Zudem, ohne gute Ausrüstung überleben wir in den Blutzinnen keine 2 Tage. Ja gut, Geron, überzeugt. Geh mir jetzt mal shoppen. Was willst du? Hier ist das Geld für die Ausrüstung. Wunderbar. Hier hast du den Krempel. Die Qualität ist ausgezeichnet. Ein guter Kauf. Das will ich hoffen, Zwerg. Ich will dir noch einen Rat geben. Wenn ihr in die Blutzinnen aufbrecht, dann schleppt nicht zu viel mit euch rum. In den Bergen spürt man schnell jede Unze auf den Knochen. Ja, das weiß ich. Wo ist der Forscher nun? Hast du mir was Ordentliches anzubieten? Dann weiß ich auch nicht, wo der Kerl ist. Ich lass dich wieder in Frieden. Ja, pass auf, jetzt haben wir ein Seil, Feuerstein und Stahl, Wasserschlauch und eine Decke.
Zwerge verabscheuen Magie. Und sein Bartmittel bekommt er dadurch auch nicht wieder. Zu auffällig. Vielleicht war es ein Fehler, das zu zerschneiden. Jetzt hab ich. Oh Gott. Das Seil geschnitten. Mein Kopf ist leer. Mist. Das trinke ich lieber selbst. So nicht. So, mit dem Deckel haut das nicht hin. Da ist ja der Robbe. Wundervoll. Eine Traumstimme behauptet, dass ich das Ende bringe, und schon begleitet mich ein Todesvogel. Was war denn der noch? Rabe, nachdem du die letzten Tage für uns den Speer gespielt hast, hat Nuri mich gebeten, von nun an netter zu dir zu sein. Und? Schaffst du es? Ich versuche es. Du? Mal schauen. Wir sind den Kreaturen des Seers entkommen und haben einen weiten Weg zurückgelegt. Das Schicksal meint es vielleicht noch einmal gut mit uns. Jetzt liegt es wieder in unseren Händen. So, das Schicksal. Was ist das denn, das Schicksal? Der Wille der Götter. Und du kannst den Willen der Götter nach deinem Willen fügen? Jeder Mensch hat eine Bestimmung. Etwas, wonach uns die Götter streben lassen. Was ist deine Bestimmung? Jedenfalls kein verfluchter Unglücksbringer zu sein. Ich bin meines eigenen Glückes Schmied. Fürchtest du nicht die Prophezeiung? Was ist, wenn sich das Unheil nicht vermeiden lässt? Meine Zukunft ist noch nicht geschrieben. Noch jeder hat sich vor Satinavs unfehlbarem Blick beugen müssen. Hast du gesehen, ob uns diese Unholde noch folgen? Hast du sie nicht abgeschüttelt? Doch, ich denke. Womöglich aber auch nicht. Aber sie sind machtvolle Kreaturen des Sehers. Ich habe während meiner Kundschaftsflüge keine Verfolger gesehen. Gut. Aber das muss ja nichts heißen. Verdirb mir nicht schon wieder die Laune. Du Sommerrabe, wie schaut denn aus mit den Einbeeren? Siehst du den Balkonkasten dort oben? Am Haus des Zwerges? Ich sehe ihn. Darin befinden sich Einbeeren. Kannst du hinfliegen und mir einige bringen? Benötigst du Heilung? Bist du verletzt? Ach, nur eine kleine Wunde. Mit ein paar Einbeeren wäre alles wieder gut. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich will Nuri nicht unnötig in Sorge bringen. Also gut. Ja gut, die Einbeeren kriegen wir. Und die Dame jetzt? Kennt ihr da eine? Vielleicht kann ich mein eigenes blaues Bartmittelchen herstellen. Ich muss nur die Beeren irgendwie ausquetschen. Jetzt muss ich die Beeren nur noch ausquetschen. Die Beeren ausquetschen. Wir wollen das. Die Kloschirm? Nicht, oder? Die Farbe ist fast die gleiche. Als Schüssel ist der Deckel sehr brauchbar. Vielleicht kann ich mein eigenes... Ich muss nur... Jetzt muss ich die Beeren nur noch ausquetschen. Ja Mann, mit was? Wird doch nichts. Die Beeren ausquetschen. Scheiße. Da drin war nix mehr, oder? Du bist halt aus. So wird das nichts. Keine Zeit für sowas. Also natürlich. Den Wo Trommelschläger. finde ich das jetzt rein?
Der Einbeerensaft im Film, da eine. Gutes Gareta Bartblau. Leg das. Und das geben wir jetzt dem Zwerg. Damit sollte er glücklich sein. Kannst du dieses garetische Barthaarmittel gebrauchen? Für ein paar Informationen gehört es dir. Zeig mal her. Garetisch? Bis ich wieder an Ordentliches komme, muss das wohl reichen. Also, was willst du nun wissen? Wohin genau ist der Forscher gegangen? Er brabbelte was von einer Höhle, nördlich einer großen Orkstatue, bei einem roten See. Er konnte es gar nicht erwarten, dahin zu kommen. Sein Kobold hatte mir den ganzen Laden durcheinander gebracht. Wann ist der Feenforscher hier durchgekommen? Vor etwa einem Monat muss das gewesen sein. Wollte den Winter in den Blutzinnen verbringen. Ich habe ihn für verrückt erklärt. Sein Kobold hatte nur dreckig gekichert. Wie kommen wir zu dieser Höhle? Erst nach Norden, durch den Schleiereulenwald. Oder besser an der Blutdornsenke vorbei. Ach was, ich zeig's dir auf der Karte. Was macht ein Kobold bei einem Feenforscher? Woher soll ich das wissen? Es war ein ganz unseliger, bösartiger, hemmungsloser kleiner Kobold. Hässlich und gehässig. Mein Laden stinkt immer noch nach seinem vorlauten Mundwerk. Dann vielen Dank, Herr Zwerg. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir können aufbrechen, ha? Wie schaut denn aus? Komm, Nuri, wir gehen weiter. Komm weiter, Rabe.